Wie ihr seht, versuche ich, Haushalt, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Da geht es mir wie vielen anderen Frauen auf dieser Welt. Und ihr kennt das sicher auch. Hierzulande sind Frauen zwar per Gesetz gleichberechtigt, aber wie sieht das tatsächlich aus? Wie hat sich über die Generationen hinweg das Rollenbild der Frau verändert? Das möchte ich in Gesprächen herausfinden, mit Jung und Alt, in Ost und West. Fangen wir mit der Generation unserer Mütter an. Ein Dorf in den bayerischen Voralpen. Hier treffe ich Gudrun Kneißl. Sie ist verheiratet und hat 2 erwachsene Töchter. Komm, ich zeig dir Bilder. Hier, das bin ich bei der Arbeit, beim Retuschieren eines Negativs. Heute gibt es das nicht mehr, es wird alles am Computer gemacht. Aber damals war das so. Wie lange hast du gearbeitet? 4 Jahre. Und dann nicht mehr? Nein, nicht mehr. Und das war mein Gesellenstück, eine Bleistiftzeichnung. Wow, das ist wunderschön. Das war ursprünglich ein großes Bild. Und dann verschiedene Familienfotos. Hier. Schöne Erinnerungen. Da, meine Eltern. Mein Vater war ein Machtmensch. Meine Mutter und ich hatten nichts zu sagen. Das Verhältnis war nicht besonders gut. Sie hatten unterschiedliche Auffassungen. Meine Mutter bat den Vater oft um Nachsicht wegen meiner Gehörlosigkeit. Doch mein Vater pochte auf autoritäre Erziehung. Es war brutal. Er zwang mich, die Hausarbeiten nach strenger Ordnung und pünktlich zu erledigen. Es war für mich kein leichtes Leben. Hattest du dir während der Ausbildung bereits Gedanken über deine Zukunft gemacht? Wolltest du arbeiten oder eine Familie gründen? Gab es damals Überlegungen in dieser Richtung? Ja, zu arbeiten und eine Familie zu haben, konnte ich mir gut vorstellen. So hatte ich es auch beabsichtigt, irgendwann. Ich erhielt einen Ausbildungsplatz und in dieser Zeit lernte ich dann meinen Mann kennen. Hochzeit 1965. Mein Mann wünschte sich, dass ich nicht mehr arbeiten gehe. Er wünschte sich, dass ich zu Hause bleibe und den Haushalt führe, sodass wir dann abends, wenn er nach Hause kam, die Zeit zu dritt genießen konnten. Mein Mann verdiente mit seiner Arbeit sehr gut. Das war damals noch so. Augustin Kneißl hat 40 Jahre im Landesvermessungsamt München gearbeitet. Wäre es für dich vorstellbar gewesen, dass auch deine Frau arbeiten geht? Ja, durchaus. Allerdings wurde sie überraschend schwanger. Sie hatte bereits Arbeit, aber durch die Schwangerschaft blieb sie dann zu Hause. Ja, so war das. Bist du der Meinung, dass auch Männer die Pflege der Kinder übernehmen könnten? Naja, ich denke nicht so gut. Naja, gerade das Wickeln beherrsche ich nicht sonderlich gut. Perfekt bin ich nicht darin. Wenn man wie wir auf dem Land wohnt und Kinder hat, ist es nicht so einfach, sie unterzubringen. Hier muss man sich mehr um seine Kinder kümmern, sie zu ihren Aktivitäten hinfahren und wieder abholen. Das ist auf dem Land nun mal anders. Tochter Nadja ist zu Besuch. Sie wohnt gleich nebenan. Nach der Geburt ihrer 2 Kinder blieb sie 7 Jahre zu Hause. Jetzt arbeitet sie in Teilzeit als Reprographin. Sie waren gute Eltern. Mein Vater ging arbeiten, meine Mutter war immer für mich da, hat mich umsorgt, mich bekocht, mich zum Sport gebracht. Sie war eine großartige Hausfrau. Aber es war damals eine noch völlig andere Situation. Heute könnte man sich das gar nicht mehr leisten, Hausfrau zu sein.
Beide Elternteile sind gezwungen, einer Arbeit nachzugehen. Eine ganz andere Ausgangssituation, die man als Eltern hinnehmen muss. Kannst du dir vorstellen, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeiten geht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, ich bin mit einem anderen Rollenverständnis groß geworden. Der Mann ging selbstverständlich arbeiten und die Frau blieb zu Hause. Dass Frauen Karriere machen, klar, heutzutage ist das möglich. Vielleicht übernimmt dann der Mann die Hausarbeit. Die 50er Jahre werden zum Jahrzehnt der deutschen Hausfrau als Dienstleisterin ihres Mannes. Hier dein Frühstück und dein Hut, deine Tasche. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst. Die Frau als Dienstleisterin des Mannes. Das war der Zeitgeist der 50er, 60er Jahre, vor allem in Westdeutschland. Das Modell der Hausfrauenehe führt bis weit in die Kaiserzeit zurück. Die Frau durfte weder arbeiten gehen, noch einen Führerschein machen, ohne sich das Einverständnis des Mannes einzuholen. Auch ein eigenes Konto zu führen war ihr untersagt, sodass sie auch finanziell abhängig war. Erst 1977 wurde die Hausfrauenehe aus dem Gesetz entfernt. Von da an war es Frauen möglich, eine Arbeit aufzunehmen, wenn sie das wollten. Für den Haushalt waren nun nach Absprache beide verantwortlich. In den Köpfen aber änderte sich das Rollenbild der Frau nicht so schnell. Hier ein Filmbeispiel aus der ARD von 1975 zum Thema Verkehrssicherheit. Schaut euch das mal an. Es gibt falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel Nichtbeachten der Vorfahren. Man erzählt sich zahlreiche Witze über Frauen, die sich bei dem Versuch, in eine Parklücke einzubiegen, rettungslos festgefahren haben. Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. In den 70er Jahren gab es eine starke Frauenbewegung, die für mehr Rechte kämpfte. Von den Erfolgen profitierte auch Iris Rauch. Sie gehörte zu den ersten gehörlosen Frauen, die in den 90er Jahren studiert haben. Jetzt ist Iris Lehrerin und hat 3 Kinder. In unserem heutigen Thema geht es um die Frau. Die Frau und ihre Familie im Deutschen Reich. Nun zur Weimarer Verfassung und zum Weg bis dorthin. Frauen besaßen bis dahin keinerlei Rechte. Familie, Haushalt und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist eine enorme Herausforderung im Vergleich zum Hausfrauendasein. Aber du hast dich für den anstrengenderen Weg entschieden. Warum? Ja, natürlich. Denn warum sollten Frauen ihr Dasein als Hausfrau fristen müssen? Das wäre viel zu schade. Frauen besitzen genauso wie Männer viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Warum sollten Frauen darauf verzichten und sich ausschließlich auf die Kindererziehung und den Haushalt konzentrieren? Das schafft keine Befriedigung. Mal in die Arbeit gehen zu können, das ist wie ein Tapetenwechsel. Wenn man Kollegen vor Ort trifft oder wie bei mir die Schulkinder, das ist was Schönes. Ich kann kreativ sein und mir zu Hause Gedanken zur Unterrichtsgestaltung machen und zusehen, wie die Kinder das weiterentwickeln. Es ist wie eine zusätzliche Lebenswelt, zwischen der ich hin und her pendeln kann. Das ist schön, ja, das ist mir sehr wichtig. Was ist das? Ein Berg. Geografie an der Bayerischen Landesschule für Gehörlose 2006. Wolltest du von Anfang an Familie und Beruf verbinden oder hattest du auch überlegt, dich für eins von beiden zu entscheiden? Ich hatte mein Sportstudium mit Diplom beendet und 3 Wochen später kam meine Tochter zur Welt. Das zweite Studienfach Sonderpädagogik, das ich belegt hatte, musste ich wegen der Geburt meiner Tochter unterbrechen. Damit war klar, dass ich zu der Zeit nicht an einer Gehörlosenschule arbeiten konnte. Ich musste mich entscheiden, welchen Weg ich gehen will. Klar wollte ich alles unter einen Hut bringen. Ich hatte noch ein 2. und 3. Kind bekommen. Ich hatte also 3 Kinder und parallel dazu wollte ich mein Studium weitermachen. Das habe ich auch geschafft.
Dank meines Umfeldes, das mich unterstützt hat. Mein Vater half mir finanziell. Damit konnte ich meine Kinder von einer Tagesmutter betreuen lassen oder die Oma hat aufgepasst. So gewann ich Zeit für das Studium, weil meine Familie mir unter die Arme gegriffen hat. Natürlich war das eine harte Zeit. Um zu lernen und den Unterricht vorzubereiten, habe ich meinen Schlaf geopfert. Da hieß es um 3:30, 4 aufstehen, den Unterricht vorbereiten, gegen 6:30 die Kinder für die Schule wecken, bevor ich dann selbst zur Arbeit ging. Ich bin Iris. Und ich bin Antonia. Ich werde gleich über Webcam mit Antonia reden. Sie ist Iris Tochter und wohnt aktuell in Hamburg, wo sie als Psychologin arbeitet. Von ihr möchte ich wissen, wie sie als Kind die Rollen ihrer Eltern wahrgenommen hat. Hallo. Hallo. Antonia, wie hast du als Kind die Rollenbilder deiner Eltern empfunden? Wie war das für dich, eine berufstätige Mutter zu haben? Es war gut, ja. Ich sah, dass meine Mutter alles konnte. Sie war völlig unabhängig von Männern und hat alles allein bewerkstelligt. Als meine Eltern sich scheiden ließen, war sie alleinerziehend. Und sie konnte und schaffte alles. Das hat mich geprägt. Zu wissen, ich kann alles allein bewältigen. Ich muss es nicht, aber ich habe die Fähigkeit und das Wissen dazu. Manche halten sich vielleicht für unselbstständig, sind angewiesen auf andere, weil sie sonst hilflos sind. Mir dagegen ist wichtig, die Kompetenz zu besitzen wie meine Mutter. Da bin ich wie sie. Hatte dein Umfeld damals Verständnis für deine Entscheidung? Welches Bild hatten sie von dir? Natürlich war ich damals für meine Freundinnen eine Exotin, schon allein, weil ich das Abitur geschafft hatte. Bis dato hatte es keine Schule gegeben, die das Abitur für gehörlose Menschen anbot. Ich hatte das Glück, gleich nachdem sich eine Schule geöffnet hatte, dorthin zu gehen und mein Abitur zu machen. Danach studierte ich. Das war meinen Freundinnen fremd. Auch, dass ich nach der Geburt meiner Kinder weiter studiert habe. Ich hätte mich gern mit ihnen ausgetauscht, wie man es trotz Müdigkeit schafft, sich zu konzentrieren. Aber da gab es niemanden, der in einer ähnlichen Situation war. Sie waren meist Hausfrauen, die sich um ihre Männer kümmerten. Ich war da anders. Ich forderte von meinem Mann mitzuhelfen. Ich verlangte, dass nicht ich alles alleine übernehme, sondern auch er seinen Teil beiträgt. Ich hatte schon das Gefühl, dass meine Freundinnen sahen, dass ich anders war. Für die Frauen war es ein langer, anstrengender Kampf. Dazu möchte ich euch ein Bild zeigen. Hier auf dem Friedhof in Berlin-Schöneberg suche ich das Grab von Hedwig Dohm. Sie gehörte zu den ersten Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Deutschland. Irgendwo hier müsste sie beerdigt worden sein. Hedwig Dohm ist 1919 gestorben. Sie hat also noch erlebt, wie das Frauenwahlrecht kurz vorher in Kraft getreten ist. Ihr Lebensmotto war: Menschenrechte haben kein Geschlecht. Obwohl der Spruch 100 Jahre alt ist, hat er noch seine Gültigkeit, denn bis heute gibt es keine vollwertige Gleichberechtigung. Zum Feminismus bekennen sich inzwischen auch Männer. Einer von ihnen ist Benji, den ich gleich treffe, um ihn zu fragen, ob das nicht ein Widerspruch ist. Benji ist Künstler, Firmengründer, Dolmetscher, Aktivist und lebt in Berlin. Hey, geht's dir gut? Ja, super. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Wollen wir uns setzen? Ja, gerne. Benji, du fühlst dich als Feminist.
Das Wort leitet sich ab vom lateinischen femina und bedeutet Frau. Trotzdem bezeichnest du dich so. Warum? Das ist lediglich das Wort. Aber es meint die Gleichberechtigung aller. Und dafür bin ich. Ich glaube, so gesehen würden sicher noch mehr für diese Form der Gleichstellung sein. Wenn wir betrachten, wem Unterdrückung widerfährt, so sind das vor allem Frauen, die seit jeher ungleich behandelt wurden. Daraus entstand die Frauenbewegung, um sich dagegen zu wehren. Damals war es noch das Frauenwahlrecht und andere Themen, für die man sich einsetzte. Oder im Arbeitsbereich. Frauen mussten ihre Männer um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollten. Sie mussten sich ihr Recht erkämpfen. Das blieb den Männern erspart. Daher spiegelt sich die Bewegung, der Kampf der Frauen, im Wort Feminismus wider. Ich unterstütze den Kampf in seiner Gesamtheit. Daher bezeichne ich mich als Feminist. Ihr habt ein Kind und damit eine neue Herausforderung. Wie habt ihr euch abgesprochen? Wer macht den Haushalt? Wer geht arbeiten? Was ist eure Abmachung? Wenn beide, also Mann und Frau, berufstätig sind, sollte man die Situation im Einzelnen genauer betrachten. Wie viele Stunden arbeitet jeder? Oder welche Verantwortung hat man? Als Beispiel, ich habe 40 Stunden pro Woche als Geschäftsführer gearbeitet. Als wir eine Familie wurden, reduzierte ich die Arbeitszeit auf 30 Stunden. So in etwa meine ich das. Mittlerweile bin ich auf 24 Stunden runtergegangen und habe die Verantwortung als Geschäftsführer abgegeben. Auf diese Weise sollte man die jeweilige Arbeitsstelle genauer unter die Lupe nehmen und an das Leben anpassen, sodass Beruf und Familie gut miteinander vereinbar sind. Hedwig Dohm, die frühere Frauenrechtlerin, hatte als Motto: Menschenrechte haben kein Geschlecht. Wie ist deine Sicht darauf? Es ist wichtig, die Unabhängigkeit des Geschlechts so stark zu betonen. Denn das französische Wort für Menschenrecht ist gleichbedeutend mit Männerrecht. Im Französischen steht das Wort l'homme gleichermaßen für Mensch und für Mann. Es ist dasselbe Wort. Das ist bis heute so. Das vielgepriesene Menschenrecht ist also identisch mit dem Recht des Mannes. Deshalb hat sie das besonders betont. Das sah man damals nämlich ganz anders. Das Menschenrecht schloss nicht selbstverständlich alle Menschen ein. Es wurde nur einer bestimmten Gruppe zugestanden. Deshalb ist ihre Aussage so wichtig. Die Sitzposition optimal einzustellen, kann für Frauen zum Problem werden. Denn bei Tests und Messungen gilt noch immer der Mann als Maßstab, mit seinem Körperbau. Das kann für Frauen zur Gefahr werden, wie amerikanische Studien belegen. Danach sterben Frauen 18% häufiger bei Verkehrsunfällen als Männer. Und das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Auch Medikamente werden vorwiegend an Männern getestet. Allmählich findet im Forschungssektor ein Umdenken statt, das nämlich bei Frauen und Männern gleichermaßen getestet werden muss. Ich mache mich jetzt auf in den Osten. Dort waren zu DDR-Zeiten 90% der Frauen berufstätig und somit finanziell unabhängig. Ich bin neugierig, wie sich das auf die Gleichberechtigung ausgewirkt hat. Hallo! Ach, wie schön, ihr seid alle vollständig versammelt. Das ist Familie Neumann, die in der Nähe von Bautzen wohnt. Die Familie ist seit 3 Generationen gehörlos. Alle haben ihr Leben lang gearbeitet. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Haushalt, Kinder und Beruf. Kommt mit rein. Ja, gerne. Kommt. Hochzeit 1991. Nach sorbischem Brauch.
Ivana ist ausgebildete Elektrotechnikerin. Nach dem Mauerfall fand sie keine Arbeit in ihrem Beruf. Aber zu Hause bleiben kam nicht in Frage. Auch nicht nach der Geburt ihrer 2 Kinder. Ich habe damals natürlich Elternzeit genommen. Als sie vorbei war, ging ich davon aus, unmittelbar danach wieder Arbeit zu finden. Aber weit gefehlt, trotz Bewerbungen. Also nahm ich eine ABM-Stelle an. Das war früher üblich. Aber sie war befristet. Als die Maßnahme zu Ende war, ging ich gleich wieder hin. Denn die 10 Monate bei der ABM reichten nicht aus, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben. Dazu musste man ein volles Jahr gearbeitet haben. Also bin ich erneut in eine ABM gegangen, damit ich danach als Arbeitslose Geld bekomme. Das war ein ewiges Hin und Her. Obwohl die Hürden, eine Arbeit zu finden, für dich so hoch waren, hast du nicht aufgegeben. Du hättest doch auch Hausfrau bleiben können, oder nicht? Womöglich. Aber ich war anderes gewohnt. Schon allein, wenn ich mich bei meinen Mitschülern umsah, deren Mütter waren alle berufstätig und gleichgestellt. Nur in einer anderen Klasse gab es eine Mutter, die Hausfrau war. Das war mir dermaßen fremd, dass ich kaum glauben konnte, dass es so etwas überhaupt gab. Ich fragte meinen Lehrer, ob das möglich war und sein durfte. Er sagte mir, ja, das gibt es. Ich hatte das bis dahin noch nicht gesehen. Alle Mütter, die ich kannte, seien es Freunde oder Bekannte, im Gehörlosenzentrum oder sonst wo, überall sah ich Frauen, die berufstätig waren. Diese eine Hausfrau hat mich völlig irritiert. Später war es mir dann geläufiger. Naja, an sowas hatte ich nie gedacht. Ihr habt ja Kinder. Das heißt, arbeiten, Haushalt führen, um die Kinder kümmern, da sind Absprachen nötig. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Mein Mann und ich, wir waren in der gleichen Schicht. Am Nachmittag teilten wir uns dann die Arbeiten im Haushalt auf. Das hat gut funktioniert. Naja, und dadurch, dass unsere Kinder von Montag bis Freitag in einem Internat untergebracht waren, blieb mir und meinem Mann mehr Zeit. Und wir konnten die Aufgaben, die anfielen, gut organisieren. Tochter Minna bereitet sich gerade auf ihre Prüfung vor. Sie studiert an der TU Dresden Elektrotechnik. Hallo. Hallo. Spannend finde ich, dass du Elektrotechnikerin werden willst. Einen hauptsächlich von Männern besetzten Beruf. Wie bist du darauf gekommen? Zur Abiturvorbereitung in Essen hatten wir auch Technikunterricht. Das faszinierte mich, denn es wurde vor allem logisches Denken gefordert. Kein stures Auswendiglernen. Hier war der Verstand gefragt. Spannend, wie einzelne Puzzleteile, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Das gefiel mir. Aber ja, im Hörsaal saßen zu 99% Männer. Sehr bedauerlich, ich hätte mir mehr Frauen gewünscht. Aber wir sind nur ein kleines Grüppchen. Du studierst also hauptsächlich mit Männern zusammen. Was ist das für ein Gefühl? Wie wirst du wahrgenommen? Darüber habe ich nicht groß nachgedacht. Schließlich leben wir im 21. Jahrhundert. Ich fühle mich nicht benachteiligt. Ich will zeigen, dass ich als Frau das Gleiche leisten kann wie Männer. Noch dazu bewege ich mich als gehörlose Frau in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft. Da ist es meine Aufgabe, Lösungen anzubieten. Die meisten Frauen nehmen sich zurück, statt in den Vordergrund zu treten. Vielleicht aus Angst, abgestempelt zu werden. Ich weiß nicht. Wir sollten uns mehr zeigen. Als Kind warst du im Internat untergebracht. Du warst von deinen Eltern getrennt und konntest sie nur selten sehen. Wie war das damals für dich? Als ich ins Internat kam, war ich noch ziemlich jung. Das war sehr hart für mich. Aber ich war dankbar, dass mein Bruder auch dort war. Hatte ich Heimweh, tröstete er mich, dass es nur noch wenige Nächte wären, bis wir wieder nach Hause durften. Andererseits waren viele Kinder zum Spielen da. Wenn ich mir vorstelle, wie es zu Hause gewesen wäre, wenn meine Eltern erst spät von der Arbeit heimkommen, ob sie noch Zeit gefunden hätten, mit uns zu spielen, weiß ich nicht. Im Internat konnte ich eine schöne Zeit mit den Kindern in der Gruppe verbringen. Und unsere Eltern konnten sich am Wochenende genug Zeit für uns nehmen. So blieben wir bis zur Schulentlassung dort. Meine Vorstellungen von der typischen Rollenverteilung auf dem Land: die Frau steht am Herd und kümmert sich um den Haushalt und der Mann bringt das Geld nach Hause, um die Familie zu ernähren. Aber bei euch ist das anders?
Ja, meine Frau ist berufstätig wie ich. Da sind wir völlig gleichgestellt. Wir bringen beide das Geld nach Hause. Sie kümmert sich um die Haushaltsgeräte und ich besorge, was ich für die Gartenarbeit brauche. Nach Rücksprache mit ihr habe ich diese Maschine gekauft. Und meine Frau besorgt den Herd, Mixer oder Töpfe. Wir sprechen uns je nach Bedarf ab. Das ist bei uns so üblich. Siehst du Unterschiede zwischen West und Ost bei der Gleichstellung von Frau und Mann? In Gesprächen mit Bekannten durch Film und Fernsehen bin ich auf die Ungleichbehandlung gestoßen. Mir war das nicht bewusst. Ich wuchs im Osten mit anderen Kindern auf. Mädchen waren gleichberechtigte Spielkameradinnen. Später sah ich Frauen bei Männerarbeiten und Männer in Frauenberufen. Über Gleichberechtigung musste ich mir keine Gedanken machen. Im Sozialismus waren alle gleichgestellt. Das habe ich verinnerlicht und so leben wir auch in der Familie. Aber natürlich gibt es typische Männersachen und typische Frauensachen. Jetzt habe ich noch schnell eingekauft, bevor ich heimgehe zu den Kindern, um uns noch schnell ein Essen zu kochen. Den Haushalt und die Arbeit muss ich zeitlich aufeinander abstimmen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Zudem versorge ich noch meine betagten Eltern. Untersuchungen zeigen, dass Mütter täglich 2,5 Stunden mehr Arbeit leisten als Väter. Und das unbezahlt. Vielleicht entscheidet sich auch deshalb die Hälfte der Frauen für einen Teilzeitjob, was sich auf ihre Karrierechancen, ihr Gehalt und die Rente auswirkt. Immerhin hat der Staat seine Verantwortung erkannt und ermöglicht eine Elternzeit für Mütter und Väter. Zudem sollen die Betreuungsmöglichkeiten erweitert werden, damit alle Kinder einen Platz bekommen. Aber genügt das schon? Vielleicht sollten wir Frauen einfach mal in den Streik treten.